Bevor ich eine neue Woche anfange, muss ich die Saison beenden. Bar 61, die erste Saison, würde ich sagen, danke vielmals für diese Saison. Es war eine gute Erfahrung, wir sind froh, haben wir es gemacht. Ja, es war einfach schön. Danke vielmals an alle Gäste, die wir kennengelernt haben, die da angehalten haben, die es einfach lohnenswert gemacht hat zum Aufmachen. Wir sind zufrieden, wir sind dankbar und wir freuen uns auf den Frühling. Ostern geht es wieder auf. Abonnieren, damit ihr es nicht verpasst, Glöckchen läuten lassen. Und Ostern geht das Gästehaus auf, geht die Bar auf. Grand Opening. Und ich challenge mich selber, dass es Flammkuchen-Pizza-Ofen bis dann auch noch gibt. Ja, ich sage euch, Frühling geht's los wieder. Ostern. Also, Achtung, fertig, los an der Ostern. Ich kann die jetzt schon reservieren und buchen, weil es wieder Schlafmöglichkeiten geben. Alles an der Ostern. Also, Bar 61. Ich sehe dich an der Ostern wieder. Bis dann. Tschüss. Es ist der 20. November und wir können sagen, die Tomatensaison ist noch nicht vorbei. Und auf das kann ich nur sagen, willkommen in Dresden! Schön bist du da. Viel Spaß beim Schauen. Guten Morgen. Seht ihr da die Tafel hinter mir? Ich sehe es gerade nicht. Wegen der Brille und so. Also nicht lesen. Ich bin jetzt heute Morgen ganz früh schon zum Mund oben, weil BLS ist der zweite Bach, der bei mir oben durchläuft, am Putzen und am Reinigen und wieder frei machen. So ein Winterjob, den sie haben. Und ich habe gesagt, ich mache mit, weil ich möchte erstens mal helfen. Ja, wenn sie meinen, es geht um mein Land durch, also hey, mache ich doch gerne mit. Und ich sehe so auch, wie der Bach läuft. Ich sehe, wo man schon verlängern, abzweigen. Also weißt du, dabei sein ist alles, da sieht man schon vieles, oder? Putzen ist ein guter Moment, um zu sehen, wie wohl das läuft. Ja, auf jeden Fall danke ich der BLS für ihre Arbeit und danke, dass ich dabei sein bin an diesem frischen, kalten Morgen. Schau mal, es hat übrigens geschneit jetzt noch. No, it's not the end, it's not the end, no, it's not the end of the world. Everything as we know it is winding right. Es ist Mittwochabend und ich bin mit dem Velo unterwegs. Ich habe gedacht, es ist schon Mittwochabend und ich habe ja so wenig Videos gemacht die Woche. Sie haben das Gefühl, ich habe nichts gemacht die Woche. Aber weißt du was? Wir sind jetzt heute, also ich bin jetzt heute bei der Post gewesen, gestern war Claudia bei der Post gewesen, und am Montag sind beide bei der Post gewesen. Also wir sind zum 3. Mal bei der Post und wir müssen jeden Tag gehen die Woche, weil es kommt jeden Tag Päckchen. Susanne, dein Päckchen ist noch nicht gekommen, jetzt Mittwoch. Aber was ich bekomme, ist ein Buch. Aber da erzählt euch der Sam Smiler, glaube ich, mehr spannende Sachen, wo auf der Post, ja, Strom, gerade noch so. Was ist noch? Die Woche, es ist vieles online passiert. Und vieles telefonisch. Und ich weiss nicht, haben die gesehen, letzte Woche habe ich ja noch ein englisches monatliches Update rausgebracht. Und dann hat Kath B von Neuseeland, eine ganz talentierte Musikerin,
mehr für Familienmusik. Weil ihr wisst, wer mich kennt, weiss, ich bin ganz interessiert in Kindermusik und Familienmusik. Und Kev B von Neuseeland auf jeden Fall hat dann aus dem Text etwas, was ich gesagt habe im Film, hat sie kurzerweise im Facebook, weil wir haben ja Paradieschi-Seite, Paradieschi die erste Seite im Facebook, hat sie unten in den Kommentaren ein Ständchen gesungen. Extra. Ja, auf jeden Fall hat sie das Ständchen gesungen. Da habe ich entschieden gerade und da haben mit ihr hin und her geschrieben, das mit der Streichelzoo nach ihr benannt. Das wird heißen der BU Streichelzoo. Hey, BU, B-E-E, also B-E-E-U, U. Streichelzoo. Und dort bin ich im Fall die Woche schon dran, schon am Festen aus dem Baum. Eben der Baum, der gesagt hat, er will Hag werden. Ja, und dann ist noch Spannendes passiert. Wir sind ja auf dem Markt in letzter Zeit. Und gerade letztes Jahr hatte ich ein Gespräch mit einer ganz wichtigen Freundin von mir, die Lou. Ja, ich habe sie noch nicht gross erwähnt, aber sie ist ganz, ganz wichtig für mich im Leben und ich genieße es immer wieder, einfach mit ihr so schnell 40 Minuten schwätzen und dann gut ist und miteinander Ping-Pongli, Ideen und austauschen und einfach so schön. Einfach so eine schöne Freundschaft. Ja, aber sie haben so darüber geredet, über den Markt, weißt du noch, Lou? Haben wir über Virtual Markt und Marktideen geredet und ja, wenn man das im Universum ausgeschickt hat, ist noch einiges mehr passiert im Thema Markt. Also Claudia und ich, wir werden bald auch Marktfahrer werden. Ein Grund zum Abonnieren. Wie dann sehen wir auf dem Markt, drehst auf dem Markt. Aber da geht es mehr um Permakultur im Allgemeinen. Also alle Permakulturisten von der Schweiz. Oh, das ist auch noch News. Ja, das müssen wir empfehlen. Aber schnell Permakulturisten von der Schweiz. Ja, wenn ihr Produkte habt, die wir für euch verkaufen sollten, lasst uns das wissen, weil wir haben jetzt einen Marktstand, wir haben unseren Hofladen und wir werden einen Online-Shop haben, wo wir Permakulturprodukte aus der ganzen Schweiz anbieten. Weil wir wollen Permakultur fördern, nicht nur uns selber. Weil gemeinsam, es ist ja alles zusammenhängend. Hey, ja, also, nochmal wichtige News, wenn wir gerade dran sind. Fena hat Geschwister bekommen. Bubu! 12 Stück. Die Mami und der Papi, Duke und Lana, ihr wisst ja, wie Weltklasse Fena ist. Ja, jetzt hat es noch 12 andere, so kleine Wuschelis, die sind so herzig. Ich glaube, ich blende jetzt das Bild ein. Seht ihr ja, wie herzig die 12, ja. Und die sind sicher alle nochmal so super wie Fena. Natürlich nicht Fena, du bist die Weltbeste. Aber ist gut, Fena, habe ich es jetzt gesagt? Okay, ich habe es gesagt. Ja, sie suchen die Lieblingsmenschen. Die 12 Hunde suchen die Lieblingsmenschen. Wenn ihr unbedingt auch so einen Fena habt, die heim wollt, es lohnt sich, dann meldet euch. Wir stellen euch in Verbindung mit der Christine. Genau, gell Christine? Sie suchen noch. Das sind übrigens Christine von der McHügel. Also weißt du, wenn ich euch sage, dann sind es gute Leute, weil ich sage es euch. Und dann aber ja. Dann habe ich morgen Schule, ich habe Prüfung, ich muss noch lernen, ich muss noch schreiben. Wir haben noch ausgewählt, weil ich habe... Oh, das ist auch noch etwas. So, das letzte jetzt, sonst wird es langweilig. Vorletzte Woche habe ich die Anmeldung für die ersten Prüfungen, LAP-Prüfungen anmelden, wie man macht. Als Bauer, als Landwirt macht man Prüfungen aufteilt über die Jahre. Und ich habe meine erste Prüfung im Frühling, die erste praktische, da geht es um meinen Hof. Und da musste ich ein Formular ausfüllen, was alles auf dem Hof ist. Und da haben wir gemerkt, ist noch nicht so viel drauf. Ja, also haben wir jetzt, Claudia und ich, wir haben jetzt zusammengestellt, was unser Ziel ist, was wir auf unserem Hof wollen, was für Tiere und so. Aber weißt du was? Bleibt dran. Wir haben ganz viele coole Tiere, redet dann fortlaufend drüber. Aber jetzt bin ich gespannt, was morgen passiert. Hey, uns geht es so gut. Trotz Frustrationen, trotz Kälte, trotz allem. Uns geht es so gut. Und ich bin so dankbar. Danke, Universum. Und danke dir fürs Zuschauen. Ja, es
hat es geschneit über Nacht und der erste Schnee, der liegen geblieben ist. Und es ist so mega cool. Also nicht nur, dass ich mich freue, obwohl ich eigentlich nicht so gerne Schnee habe. Oder nicht immer nur zum Schneebau, nur in den Bergen und nicht sonst. Aber es ist so herzig, weil keines von unseren Tieren hat bis jetzt Schnee gesehen. Das ist mega lustig. Sie sind alle total aus dem Häuschen. Ja, ich probiere es, ein paar Bilder einfangen und euch zeigen. Jetzt, was doch auch merklich kälter geworden ist, wollte ich endlich noch mein Projekt Vorhänge und Schutzpolster umsetzen. Ja, die Nähmaschine vorgenommen, voll motiviert angefangen und BAM! Irgendetwas hat sich unten immer verwickelt. Auf jeden Fall, sie hat nicht mehr als 3 Stiche genäht. Ja, das ist so. Früher hatte man noch die super uralten Bernina-Maschinen, alles Metall, hast du selber reparieren und machen. Ja, mit diesen neuen, modernen Plastikteilen funktioniert das nicht mehr so gut. Ja, auf jeden Fall habe ich dann einen Aufruf gestartet auf Facebook. Oberwallis tauschen, verkaufen, gratis und so weiter. Und ja, tatsächlich hat mir jemand seine Nähmaschine ausgelernt. Danke vielmals, liebe Andrea, ist mega cool. Und jetzt habe ich auch gerade schnurstracks mein Projekt umzusetzen. Jetzt bin ich wieder mal auf der Post, zum 4. Mal die Woche. Und ein riesen Päckchen. Susanne, dein Päckchen ist angekommen. Ein bisschen schwer, hast du gesagt. Hei. Nein, ich sage nur Danke. Danke, Susanne, für dein Päckchen. Das ist eine riesige, ganze Bananenschachtel. Danke vielmals, danke. Jetzt bin ich einfach noch gespannt, was drin ist. Aber auf das warte ich bis daheim und ich packe es dann mit euch zusammen aus. Ist gut? One day along came someone like you, and let me tell you just what they did do. Got me out, took me away. It was the first time I'd seen the light of day. I was a free. So, daheim umgezogen. Jetzt bin ich gespannt, was in der Kiste drin ist. Also ich weiss ja, Rhabarber, Rhabarberwurzeln. Warte, ich stelle mal. Was stelle ich jetzt das an?
geil. Einfach Rhabarberwurzeln en masse. Einfach ein 35 Liter Sack voller Rhabarberwurzeln. Wow, riesig. Wow, ich meine, aus dem mache ich gerade nochmal etwa 5 oder 6. Vielen Dank, Susanne. Es hat sich gelohnt, die Kisten aufzuschleichen. Wow, ist das geil. Rhabarber. Eben, genau so habe ich es gemeint. Einfach schicken. Danke vielmals. Schaut euch das an. Ist das nicht geil? Es ist einfach nur geil. Und schaut, jeder einzelne Rhabarber kann man auch noch teilen und vervielfachen. Es ist herrlich, sie haben super überlebt. Haben alle noch Feuchtigkeit. Es ist recht warm. Aber ja, nein, Susanne, es nimmt uns sicher all Wunder. Susanne, wo hast denn du da mehrere Gärten abgeklappert? Oder was hast du? Oder hast du einfach so viel im Garten gehabt? Oder überhaupt nicht? Es nimmt uns sicher all Wunder. Alle, die jetzt zum Zuschauen sind, nimmt es Wunder, Susanne. Wo hast du die her? Einfach ein Kommentar. Aus mehreren Garten oder aus einem Garten. Hey, ja, ich habe ja mega Freude und ich merke es sicher auch wirklich. Danke vielmals. Und wenn jemand anderes auch noch Rhabarber hat zum Schicken, danke vielmals. Ich würde mich mega freuen, weil ich brauche ganz viele Rhabarber. Und ja, umso größer die Freude. Es gibt auch wieder den Leid, wie ich euch ja letzte Woche schon gesagt habe. Die Lust gehört dazu. Die Schäfe haben wir noch nicht verwünscht und wie ihr seht, die haben mir meinen Zaun umgerissen und sind auf meinen Salat los. Ja, no, echt, wie ich gesagt habe, das erste Jahr, jetzt, das Jahr 22, sind wir noch am Üben. Und ja, die Übung ist in die Hose gegangen. Ich habe dazu gelernt. Es ist eigentlich super. Und ja, ja, zum Glück, die Salate, die wachsen weiter, die sind robust. Die Wurzeln gehen noch. Es taugt noch und es gibt sicher noch etwas zu essen. Ein bisschen Spinat sehe ich dort noch gut. Dann haben wir noch eine Meldung bekommen, weil wenn wir Hühner halten, alle die Hühner haben, ich hoffe, ihr habt es angemeldet, muss man ja anmelden, registrieren die Hühner, muss man richtig machen. Und dann kommt man eine Meldung über. Heute haben wir eine Meldung bekommen, Vogelgrippe sei wieder unterwegs in Zürich. Die Huren Zürcher, gibt es Vogelgrippe und jetzt müssen ab Montag dürfen ja Hühner nicht mehr frei laufen sein, die müssen alle in einem geschlossenen Aussenbereich sein, wo Vögel nicht reinkommen. Das heisst, wir müssen auch nicht viel machen. Wir können eigentlich mehr oder weniger unsere Hühner, unsere Hühner sind jetzt draussen, aber ab dem Montag müssen sie drinnen sein und sie dürfen nicht mehr raus. Wegen Vogelgrippe. Bis auf Weiteres. Aber weißt du was? Auch das, ich sage das, macht mir keine Angst. Weil das Leben ist so gut und das Leben läuft so schön. Und ja, erzählen dir, was ihr wollt. Und glauben Sie mir, sie wollen es den Bauern schwer machen. Schauen mal Holland an, schauen mal Amerika. Es ist ja so ein Scheiß, was sie vorhaben. Und darum geniesst euer Leben. Ich sage euch, macht eure Sache. Macht das, was euch gefällt. Sind frei. Sind frei für euch. Lebt für euch. Weil ab jetzt, es wird nicht besser, wirklich. Es wird nur noch besser da oben. Da oben müssen wir es gut haben, alle miteinander. Wenn wir es da oben gut haben und Nein sagen zu den Scheiß, wo es voll so, dann ja. Und lernen dazu. Leck die Schöf, du. Ich muss lernen. Eli, Billy, Joe. Können wir schauen? Hey, ich habe etwas Feines für euch. Können wir mal schauen? Kommen. Können wir mal schauen? Ja, ihr Feine. Können wir mal zu mir schauen? I came on the scene. mal, I'm way more than just an egg-laying machine. Off the ground, eat the bug, scratching the weeds. Do a little do to give the soul a feed. Es ist schon Freitagmorgen.
Ja, gestern Abend habe ich angefangen, den Rhabarber zu setzen. Jetzt noch ich es fertig setzen, weil ich bin nicht dazugekommen. Und plus habe ich das Telefon bekommen, der Sam Smiler darf im Februar nochmal eine Kinderfastnacht. Das ist also 2 Kinderfastnachts im Februar für den Sam. Und der Sam überhaupt, der hat bald auch, ja, es passiert so viel im Moment. Das könnt ihr ich kann alles gar nicht im Video rein tun, weil sonst habe ich ja nachher nichts zu erzählen, wenn es dann passiert. Aber es ist ja am passieren. Auf jeden Fall, jetzt die Rhabarber pflanzen. Chicken. Yeah, free range chicken. Now I'm a very happy hen indeed. Got food and room to move and everything I need. So come on now, be a chicken too, so you can see that you're like me and I'm like you. Und es hat immer noch so viel. Ja, der ganze Klanghang ist jetzt, also da in den Bäumen, wo das Wasser durchfließt, dort wo viel mehr Erde ist. Dort sind jetzt überall Rhabarber drin, weil der Rhabarber saugt viel Wasser, gibt tiefe Wurzeln, grosse Blätter und all das sind gut für meine Bäume und für meine Garten. Und ja, die Hand könnte weg sein. He? Ja, auch noch ist der Jacks Garten. Jacks Garten, folgst du? Das ist die Gemüseterrasse Nummer 2, heisst Jacks Garten. Ich lasse dich aber raten, wieso der Jacks Garten. Es kommt von einem Märchen. Jetzt habe ich schon fast zu viel gesagt. Aber kannst raten, in den Comments, wer drauf kommt. Wer drauf kommt, schenke ich eine Übernachtung, ein Wochenende im Dresden. Wer drauf kommt, wieso es Jacks Garten heissen könnte, wer am nächsten dran ist, hat eine ganz klare Begründung, der kommt ein Wochenende für 2 geschenkt über hier in Dresden. All inclusive. So, jetzt bin ich da, erkennt ihr das Loch? Das Loch dort da oben. Und ich möchte euch schnell zeigen, was für grossen Nutzen das es jetzt schon hat. Also das Wasser kommt da drauf, seht ihr, saugt ein. Da ist aber schon wieder trocken. Also da sieht man ganz klar, Feuchtigkeit trocken. Aber, wenn du da runter gehst, kommt wieder Feuchtigkeit, siehst du? Und da ist ja auch schon viel feuchter zum Vergleich mit da. Aber auf der gleichen Höhe, seht ihr es? Ja, das heisst, da ist schon viel mehr Flüssigkeit im Boden. Das heisst, da kann ich auch jetzt Rhabarber setzen. Also auf der anderen Seite, so da oben drauf, da gibt es da Schatten. Und dann, wenn es mal Wasser hat und es viel Schatten hat von der Sonne, die von da kommt, wird das dann auch geschätzt. Aber man sieht schon den Unterschied. Zusätzlich ist es, seht ihr auch da, wie es verbunden ist mit dem Klanghangwasser. Wir sind noch nicht so weit in der Verbindung, also das Wasser kommt noch nicht so weit. Aber gleich, alles was da rein sickert, Schwerkraft geht da. Aber und da hat es ja einen Mandelbaum und dort hat es einen Mandelbaum und dort und unten und da und da. Aber seht ihr, es ist alles schön zusammenhängend, fließt, geht wohin, auch immer dass es angeht, es geht im Boden rein. Ja, und ich sage nur, feuchter Boden. Trockener Boden. Okay, es ist Freitagmittag. Ich bin hier im Tal unten, weil ich bin posten für morgen. Morgen Samstag ist ja die Wäschmaschinentag und die Vorbereitung von dem hat es eine Sackerrolle gegeben. Ich bin posten an der Kiste, einen neuen Hag. Seht ihr auch? Ja, gibt es einen Testlauf. So. Da sind wir am Anfang vom Weg und dort bis zum Gleis auf geht es so drauf. Dort muss ich jetzt hin und das ist der Probelauf. Morgen mache ich die gleiche Strecke mit der Wäschmaschine. Ich bin schon so weit. Nur noch so weit.
Ich kann nur sagen, zum Glück sind wir für die Wäschmaschine 4 Leute und nicht ich allein. Wow. So, nicht mehr so weit. Ja. Und ich habe Claudia angerufen. Irgendwann dachte ich, Claudia, hilf mir auch noch. Es ist... Gut, ich habe auch mega viel an. Heute Morgen war es kalt, aber yeah. Wir sind jetzt am Natisch Weihnachtsmarkt. Ja. Mega schön. Mega herzig. Oh, der Glühwein ist auch gut. Ja. Fondue Dog habe ich gegessen, du hast Pommes gegessen, wir gehen jetzt noch mehr Essen suchen. Hey, und wir haben jetzt jemanden getroffen an der Weihnachtsmarkt und kennengelernt, wo gerade ein Grund ist zum Abonnieren. Weil die Isa hat sicher noch 1-2 Kapitel da oben zu in der ersten. Gell, Isa? Wir haben mega Freude, dich kennengelernt zu haben. Und darum, alle anderen liken, abonnieren, also vor allem abonnieren und Glöckchen drücken, damit ihr herausfinden könnt. Ja, wer die Isa ist. Ciao zusammen, wir gehen das rauf. Rasenmäher führen und so. Ha! Express your chickenness. Das ist schön. Come on, be a chicken. Ja, es ist Samstag am Morgen und bevor wir dann unseren Waschmaschinentransport vor uns haben, sind wir da noch den Zaun am erhöhen und noch am fertig machen, weil nächste Woche kriegen wir neue Mitbewohner, gell? Odin und Freya! Ja, wir freuen uns schon mega. Hast du schon verraten, Colin, was die zwei sind? Sonst würde ich sagen, das ist Geheimnis für nächste Woche. Erwähnt. Es kommt darauf an, wie fest du am Zuschauen bist und wie achtsam du am Zuschauen bist. Gut, also dann entweder weisst du es schon oder lass dich überraschen. Und freue dich auf den nächsten Sonntag. Sonntag in der Woche. Könnt ihr sehen, wer Odin und Freya ist. Into so you can see that you're like me and I'm like you. Yeah, you can see that you're like me and I'm like you. Well, you can see that you're like me and I am like you. So, laufen wir, Fena. Hopp, hopp. Lauf. Wo ist der Colin? So, es ist 10 ab 2. Schaut, die Waschmaschine ist aufgeladen. Es ist eine Waschmaschine, ich sehe das. So, wir fangen jetzt an. Mein Vater und ich laufen den Hügel drauf. Hoi Vater. Hallo. Und ja, Sophia und Claudia kommen irgendwann einmal uns entgegen oben ab und helfen uns aus. Und ja, so einfach geht das. Achtung, fertig, los. Und ja, mal schauen, wie lange wir brauchen. 10 ab 2. Everything you need. Wir sind schon da oben. Es sind alle so schwer am Schnaufen. Außer dich. Bin ich jetzt einfach ein voll... bist und wir am Schleppen. Ja, oder bin ich einfach so super stark? Ich sage euch, ich bin jetzt schon mega zufrieden, weil wir sind schon jetzt so schneller, als ich gedacht habe. Meine drei perfekten Menschen da sind Vollgas. So, nächster Schub. Highland Games, it's all about power and the sun and the fun. Und wow, also so viel genug gefilmt. Ich glaube, Claudia ist am Schräubchen anziehen, oder was bist du mal? Ja. Also, es ist 15:25, das heisst 1 Stunde, 15 Minuten haben wir es geschafft, wir sind hier oben. Mir persönlich, ich habe gesagt, maximal 1,5 Stunden. Ja? Ja, wir müssen aber noch führen. Die Viertelstunde brauchen wir noch. Ja, die Viertelstunde. Aber jetzt sind wir auf dem Wanderweg. Das da ist der Wanderweg. Und man sagt, wir schnell um. Das ist der Eingang von Paradies in Trieste. Und da sind wir ja schon. Also wirklich,
Stand 15, der Hügel drauf und wir haben mehr Pause gemacht. Wir sollten zurückgehen. Die Waschmaschine probieren, schnell zu machen. Sag das nochmal! Ja. Sag das nochmal, sag, das war eine super Idee gewesen. Also mein Vater sagt, wir können das schneller, wir gehen nochmal runter Trainieren und dann probieren es nochmal. Das ist gut. Nein, machen wir nicht. So, 15:40 und wir sind an der Bar. Beweis. Das heisst wirklich, wir haben 1,5 Stunden gehabt. Hey, ich hätte sollen sagen, wir schaffen es in 45 Minuten. Ha! Vielleicht liegt es, aber nein, 1,5 Stunden zufrieden. Ich sag's dir, heute ist es umso schöner, das Wochenende ist umso schöner für mich, gerade alle zusammen da zu haben. All meine Lieblingsmenschen. Habe ich ein Glück, ich sage euch, ich habe so ein Glück. Danke, Universum. Warte, ich zeige euch unseren Bock. Das ist unsere Solarbox für den Strom. Du siehst, da fließt Strom drüber. Und der Schafhag ist wieder Schaf. Is right in front of you, when you learn to see good things come to you. All you have to do is stop and take a look around. Before you intervene, don't do anything. Just come to all your senses. They'll tell you everything. First you have to learn to stop and take a look around. Es ist so schön, im Team zusammen zu arbeiten. Da kommt man so viel schneller vorwärts zu vierten. Es ist Sonntagmorgen. Wir sind zu vierten da an den Stallungen fertig machen, weil morgen kommen Odin und Freya, wie ihr wisst. Und dann muss es zu sein, damit die nicht ausbüchsen können. Ja, das muss alles heute noch am Mittag passieren. Weil, mein Vater und Sophia gehen wieder heim. Ich gehe auch auf ein paar Tage fort zu einem guten Freund. Und Claudia bleibt allein. Und dann muss sie das nicht noch schnell allein machen. Das muss jetzt gemacht werden, gell Claudia? Definitiv, ja. Gut, aber Claudia, Bereit sein. ich würde sagen, das ist das Ende des Videos, oder? Weil jetzt müssen wir Gas geben bis zum Mittag, dann muss ich goldige Nacht. Also die Steffi hat Geburtstag, Happy Birthday Stefanie. Happy Birthday. Happy Birthday, ja! Stefanie hat Geburtstag. Und wir müssen jetzt fertig arbeiten und Gas geben, das Mittagessen und dann Video schneiden. Und ja, darum, hey, schön habt ihr zugeschaut. Vor allem du, genau du. Bis so voll schaust du zu. Ja, haben wir sonst noch etwas sagen? Ja, ist das üblich, oder? Ja. Dann abonnieren. Dann liken, dann kommentieren, bleibt gesund, bleibt frei, bleibt vor allem fröhlich. Ui, schau mal meine Stundennase. Ja, ich habe es auch gedacht, es ist ein riesen Tropfen. Wow, grusig. Ciao zusammen. Viva